Also normalerweise müsste das heute eine ganz klare Angelegenheit werden. Was glaubst du, Sebastian? Gibt es wieder so einen klaren Sieg wie beim letzten Mal? Oh, das ist schwer zu sagen, Tom. Also schaut man nur auf das nackte Ergebnis, auf das nackte letzte Ergebnis, dann wird es doch wieder eine klare Angelegenheit. Aber ich denke, dass die Mannschaft jetzt weiß, was auf sie zukommt. Sie werden defensiv spielen, um dann vielleicht mit dem einen oder anderen Konter heute erfolgreich zu sein. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und für solch eine Attacke kann man auch schon mal rot sehen. Da hat er Glück gehabt. Er kommt mit der gelben Karte davon. Boah, nach dieser dummen gelben Karte muss er sich für den Rest des Spiels aber zurückhalten. So, jetzt muss er nur noch die Nerven behalten, ruhig bleiben. Kommt er auch am letzten Abwehrspieler vorbei. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde und bringt die Fingerspitzen noch an den Ball. Und damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Und daraus könnte was werden. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. So, jetzt wird es gefährlich. Jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Ja, in diesen Schuss musst du dich erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Und da ist der Ball weg. Ja, köpfen kann er. Da sieht er die Lücke. Da kommt er irgendwie mit dem Fuß noch an den Ball. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Er findet den freien Mann. Riesenmöglichkeit. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Abseits pfeift der Schiedsrichter. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Versucht aus der Distanz. Oh, Tor! Dann hören Sie mal, was jetzt auf den Ring los ist. Ein wunderschöner Treffer. Und der Trainer hat noch gewarnt. Keine Freistöße in der Nähe des Strafraums. Sie haben einen hergeschenkt und jetzt die Quittung dafür. Das war nicht einfach auf die Distanz. Genau den eigenen Mann anzurufen. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Ja, der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß.
Situation. Ah, wunderbar gesehen. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Mit der Brust angenommen und sofort auf den Fuß abgelegt. Ah, das war schön geklärt hier vom Abwehrspieler. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. So, das könnte jetzt für Gefahr sorgen, wenn sie jetzt schnell umschalten von Abwehr auf Angriff. Tor! Sie haben die Chance genutzt und diesen wichtigen Treffer erzielt. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Das war schon fast die Vorentscheidung. Das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Ja, den hat er zu hoch angesetzt, den Ball. Und wenn sie die Partie hier noch umbiegen wollen, dann müssen sie beim Abschluss einfach kaltschnäuziger sein. (2:0), das ist der Pausenstand. Und jetzt, liebe Zuschauer, freuen wir uns erstmal auf die zweite Hälfte. Also wenn Sie Ihre Führung halten wollen, müssen Sie sich in der zweiten Halbzeit doch deutlich steigern und versuchen, den Ball etwas länger in den eigenen Reihen zu halten. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. So, da segelt der Ball über Freund und Gegner hinweg nach vorne. Klasse. Oh, die Verteidigung unaufmerksam. Das sieht aber ganz vielversprechend. Los, schieß, Junge! Und der passt genau in den Knick. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Was hatte der schon für Chancen heute? Hut ab vor dem Spieler, hat nicht aufgegeben und jetzt hat er das Tor erzielt. Ja, gut, den Mitspieler gesehen. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt Gelb. Gelbe Karte nach dieser rüden Attacke. Gut gesehen vom Unparteiischen. So, schönes Zuspiel. Vielleicht die Chance jetzt. Der Ball ist erstmal raus aus dem Strafraum und sie können hinten erstmal durchatmen. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Jetzt muss die Flanke kommen in den 16er. Ah, der war schon über der Linie. Es gibt Eckball. Jetzt hat er die Situation geklärt. Ja, das sah gefährlich aus, wie er da in den Zweikampf geht. Klare Sache, Freistoß. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz auch sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. Da sieht man gleich, der hat das Auge für den Mitspieler.
Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Und er schlägt die Flanke sehr präzise in den 16er. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und das war eine Glanzparade des Keepers. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus, aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. Da und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, und für diese Aktion muss es Freistoß geben, ganz klar. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Und da werden wir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung erleben. Und direkt in die Mauer. Er trifft! Ja, das ist Weltklasse-Fußball. Was für ein Tor. Und wenn man sich die Spielanteile beider Mannschaften betrachtet, dann muss man sagen, der Ausgleichstreffer geht völlig in Ordnung. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, Foul, aber der Schiedsrichter gibt wohl keine gelbe Karte. Ja, genau aus der Entfernung muss man natürlich Freistöße verhindern. Vielleicht gibt es gleich ein Tor. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich 2 frische Spieler in die Partie. Ja, der Torhüter mit gutem Stellungsspiel und weiter geht's. Kann er die Möglichkeit nutzen? Oh, das sieht schön aus. Das hat er gut gemacht und jetzt müssen wir hinten aufpassen. Und schon wieder eine tolle Parade des Keepers. Toll gemacht vom Keeper, super reagiert, aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Oh, den habe ich schon drin gesehen, aber er war gerade noch rechtzeitig dran. Und so kann man in den Zweikampf gehen. Hart, aber fair. Der grätscht hinein in den Mann und verursacht einen Freistoß. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ja, das sieht gut aus. Ja, das war mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Ja, das hat er gut gemacht mit dem Kopfball. So wollen wir das sehen. Und jetzt gibt es hier noch 2 Minuten Nachspielzeit. So, den muss er jetzt verwandeln. Der Ball ist im Aus, das gibt Eckball. Und das war die letzte Aktion, da bin ich sicher. Eigentlich war es schon vorbei und dann doch noch dieses Tor so kurz vor dem Schusspfiff. Fantastisch, wie er dieses wichtige Tor gemacht hat. Kein Wunder, dass er sich jetzt so freut. Oh, da müssen wir in der Historie des Pokalfinals... So, da ist der Schusspfiff und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein. Spieler, Trainer und auch die Fans.